Siehe, wie Wolken zieht er herauf, und wie der Sturmwind sind seine Wagen. Schneller als Adler seine Rossen, wehe uns, denn wir sind verwüstet. Jeremia 4,13. Die Frau spricht zu ihm: Herr, hast du kein Schöpfgefäß, und der Brunnen ist tief, woher hast du denn das lebendige Wasser? Johannes 4, Vers 11. So wie Israel damals ging es schon unzähligen Menschen. Wer Gott verlässt, den erfüllt nichts mehr. Es sei denn, er kehrt wieder zurück zur Quelle. In einem Interview kurz vor seinem Tod sagte der Philosoph Jean-Paul Sartre Folgendes: Seit ungefähr 10 Jahren bin ich ein Mann, der aus einem langen, bitteren und süßen Wahn erwacht ist. Ich sehe klar, ich bin ernüchtert. Ich weiß mit meinem Leben nichts mehr anzufangen. Ich habe den Heiligen Geist im Keller geschnappt und ausgetrieben. Jetzt finde ich nur noch den Mut der Verzweiflung. Nicht nur Sartre ist es so ergangen, Nietzsche und Napoleon sollen Ähnliches geäußert haben. Der britische Großrabbiner Jonathan Sacks wies kürzlich darauf hin, dass der größte Atheist aller Zeiten, Friedrich Nietzsche, die Konsequenz seiner Abwendung von Gott mit erschreckender Klarheit erkannte. Aber seine derzeitigen Nachfolger haben diesbezüglich nicht einen Hauch von Ahnung, sagt John Lennox. Wer ohne Gott lebt, bleibt auf der Suche. Oft sollen dann die verschiedensten Arten von Süchten das Suchen stillen. Wer ohne Gott lebt, bleibt an den Begrenzungen irdischer Dinge hängen und kann diese auch nur mit irdischen Mitteln schöpfen. Doch wer Jesus kennt und an ihn glaubt, dem erschließen sich andere Weiten. Dem öffnet sich die Grenze zum Überirdischen. Der findet vom Wasser, das den natürlichen Durst stillt, zum ewigen Wasser, das den Durst der Seele stillt. Der Vers im Johannesevangelium erklärt, dass Jesus über jeder irdischen Begrenzung steht. Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen kannst? Ach, er hat viel mehr als die Mittel, die uns zur Verfügung stehen. Und der Brunnen ist tief. Es könnte nicht so tief sein und nicht so hoch, als dass der Herr es nicht füllen könnte. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Jesus muss nicht von irgendwoher etwas holen, weil ihm alles gehört. Er muss nicht schöpfen, weil er selbst alles ist. Jesus ist in sich die Quelle für alles, was wir benötigen. Lasst uns immer wieder Mut fassen, auf ihn zu hören und aus ihm zu schöpfen. Sei guten Mutes. Andachten für jeden Tag. In unserem Verlag erhältlich. Die Angaben dazu werden unten eingeblendet.